Am letzten Sonntag war ja die Einführung von dieser neuen Predigtserie, wo es um das Zelt der Begegnung geht, auch bekannt unter dem Stichwort Stiftshütte. Ich rede nicht so gern von der Stiftshütte, weil wenn man anschaut, was das war, finde ich den Begriff Hütte so ein bisschen unangemessen. Darum rede ich lieber vom Zelt der Begegnung. Und heute, wie ihr gesehen habt, geht es um einen goldenen Leuchter, der in diesem Zelt gestanden ist. Und so als Anfang habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Licht? Als natürliches Licht kennen wir den Glanz der Sonne, das Aufleuchten von einem Blitz oder das Flackern von einem Feuer. Das Licht ist medizinisch gesehen ein Sinnesreiz fürs Auge. Dabei wird die Intensität vom Licht als Helligkeit wahrgenommen und die spektrale Zusammensetzung als Farbe. Das ist ein bisschen theoretisch, aber so ist es. Licht kann ihm blenden, jemand kann ihm im Licht stehen oder schlimmer, hinter das Licht führen. Man kann etwas ans Licht bringen, man kann aber auch sein Licht unter den Scheffel stellen. Mir kann das Licht aufgehen oder es kann man gerade ablöschen. Man kann eine Angelegenheit bei Licht anschauen oder man kann auch grünes Licht geben. Und manchmal steht einer in einem schiefen Licht, weil er nicht ganz der hellste ist. Und mit diesem Vorwissen schauen wir uns jetzt einen einmaligen Lichtträger an. Der goldige Leuchter im heiligen Zelt. Die siebenarmige Menora ist ein wichtiges Symbol in der jüdischen Tradition. Sie verkörpert das Licht, das von Gott kommt, das von Gott geschaffen worden ist, um Leben zu spenden und Erleuchtung zu bringen. Und in diesem Licht, das Gott geschaffen hat, soll Israel sein Leben führen und so zum Licht unter den Völkern werden. Eine hohe Berufung. Menora taucht in der jüdischen Geschichte immer wieder auf. Zur Klärung. Menora hat 7 Lampen. Wir finden im Judentum auch Leuchter, die mehr Arme haben, mehr Lampen. Menora vom Tempel ist also nicht zu verwechseln mit der 8- bzw. 9-armigen Chanukia, die beim Chanukka-Fest ist verwendet wurde, wo man die Wiedereinweihung vom Tempel gefeiert hat. Und jetzt lesen wir uns aus 2. Mose 25, was über einen goldenen Leuchter geschrieben ist, wie der soll angefertigt sein. Der Mose hat da von Gott den Befehl bekommen: Lasst einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. Fuß und Schaft sollen geschmiedet sein und aus dem Schaft sollen Kelche, Knospen und Blüten hervorgehen, ebenfalls aus massivem Gold. Vom Schaft gehen 6 Seitenarme aus, 3 nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit 3 Kelchen verziert sein, die wie Knospen und Blüten des Mandalbaumes aussehen, der Schaft selbst mit 4 Kelchen. 3 davon sollen jeweils unter den Ansätzen der Seitenarme angebracht werden. Die Seitenarme und Kelche sollen wie der ganze Leuchter aus einem einzigen Stück reinem Gold geschmiedet sein. Lass 7 Lampen anfertigen und sie mit dem Docht nach vorne auf die Arme des Leuchters setzen, damit sie den Raum erhellen. Die Dochtscheren und Schalen für das Öl sollen ebenfalls aus reinem Gold sein. Aus 36 Kilogramm reinem Gold sollst du den Leuchter und alle diese Gegenstände herstellen lassen. Achte genau darauf, dass alles nach dem Vorbild angefertigt wird, das ich dir hier auf dem Berg zeige.
Wenn man das so hört, stelle ich mir vor, dass der Leuchter ein Prunkstück Gold, das ist 36 Kilo Gold. Das ist beim heutigen Goldpreis ein Wert von etwa 4 Millionen Franken. Aus einem Stück getrieben, mit vielen Verzierungen, hat er den Blick auf sich gezogen. Und wir müssen wissen, das heilige Zelt, das hat keine Luken, das hat keine Fenster gehabt. Darum ist dem Leuchter auch eine besondere Bedeutung zugekommen, dass er den Innenraum beleuchtet hat. Und das Wichtigste am Leuchter ist ja nicht einmal das Gold, sondern dass er Licht spenden, ein Lichtträger ist. Und wir haben gelesen, vom Schaft aus sind auf beiden Seiten je 3 Arme ausgegangen. Also 6 insgesamt. Die Zahl 6 steht in der Bibel für einen Mensch und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und mir sagt der Aufbau bereits etwas, dass nämlich vom Zentrum her je 3 Arme ausgehen, sagt mir, wenn der Mensch Gott im Mittelpunkt stellt, bekommt er Licht und Leben in Fülle geschenkt. Und jeder Arm soll mit Lampen ausgestattet werden, die aussehen wie Knospen und Blüten vom Mandelbaum. Und auf den Enden von diesen Armen sind eben die Lichter angebracht worden. 7. Die Zahl der Vollkommenheit finden wir besonders häufig auch in der Offenbarung mit diesen 7 Geistern Gottes beim Thron Gottes, 7 Sterne, 7 Sendschreiben, 7 Siegel und so weiter. Und die Gegenstände in diesem Zelt der Begegnung haben ja alle eine tiefe Symbolik. Wenn man zum Beispiel vom Brandopferaltar, der außerhalb dem Zelt gestanden ist, zum Räucheraltar eine Linie zieht, wo im Zelt innen ist, und vom Schaubrottisch zum Leuchter, dann entsteht ein Kreuz. Und diese Anordnung scheint mir mehr als einfach ein Zufall zu sein. Gott hat Geschmack und einen Sinn für das Schöne, weil er selber schön ist. Alles hat seine Ordnung bei ihm und sogar dein Leben hat er in seine Ordnung eingeplant. Der goldige Leuchter steht erstens mal für das physische Licht. Damit die Priester ihren Dienst in diesem Heiligtum geordnet haben verrichten, haben sie etwas sehen. Und die Menora hat das Licht verbreitet. Wir alle zusammen wissen, wie gefährlich und wie schwierig das es sein kann, wenn man im Dunkeln rumtappt. Oder wenn man vielleicht zur Nacht auf muss. Ich weiss, ich bin mal zur Nacht auf in die Küche. Ich weiss nicht, ob ich zum Kühlschrank wollte oder was. Habe nicht Licht gemacht und laufe in die offene Bachofentür rein. Und der Backofen, der so auf Schienbeinhöhe ist. Also wenn ich daran denke, tut es heute noch fast weh. Am Anfang war die Welt dunkel und finster, wirr und deprimierend. Und dann kommt Gott mit seinem Wort und sagt, es werde Licht. Und dann ist es geworden. Das Licht ist aus Gott gekommen und ist eine Antwort auf Verzweiflung und Chaos. Gott schenkt Licht. Und Licht ist der Anfang der lebendigen Welt. Ohne Licht kein Leben. Der Mensch lebt vom Licht. Es gibt Lichtbilder und Lichtspiel, Lichthupen und Lichtstrahlen, Lichtgeschwindigkeit, Lichtjahr, Lichtschranken, Lichtmaschinen, Lichtsignal und am schönsten, es gibt Lichtblick. Es gibt viele Formen und Farben und Arten vom Licht. Und nebst dem physischen Licht gibt es auch geistiges Licht. Menora verkörpert auch geistige
Erleuchtung, Einsicht und damit verbunden auch gewisse Lebensqualität. Das jüdische Volk ist dazu berufen, ein Licht unter den Völkern zu sein. Nach Jesaja 42. Und ich habe mal geschaut, vielleicht ist es im Moment gerade ein bisschen schwierig, aber es hat mich doch erstaunt, dass 22 von den Nobelpreisträger und Trägerinnen eine jüdische Abstammung haben. 22%, wenn man bedenkt, dass das Volk der Juden unter der Weltbevölkerung nur 0,2% ausmacht. Und ich habe da ein paar jüdische Erfindungen, die die Welt wirklich verändert haben. Leider nicht jede Erfindung nur zum Guten. Zum Beispiel Herzschrittmacher und Defibrillatoren, also lebensrettende Geräte, eine jüdische Erfindung, Gentechnologie. Dann denken wir sicher auch an die Relativitätstheorie von Albert Einstein, Impfungen gegen Cholera, Bühlenpest und Polio, also Kinderlähmung, jüdische Erfindungen. Dann aber auch Atomwaffen. Der jüdisch-amerikanische Physiker Robert Oppenheimer wird ja als Vater der Atombombe bezeichnet. Dann ist aber auch der Laser eine jüdische Erfindung. Und so gibt es noch mehr, die man aufzählen könnte. Der Leuchter ist aber auch Symbol für das geistliche Licht. In Offenbarung 1 erklärt Johannes, ein Engel, das folgende Bild. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den 7 Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die 7 goldenen Leuchter bedeuten. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden selbst. Also damit erklärt die Bibel selber der Leuchter als ein Symbol für die Gemeinde Gottes. Wir als Gemeinde senden Licht, Hoffnung und Wärme aus in diese Welt. Jedenfalls, so wäre es gedacht. Das wäre unsere Bestimmung. Und ich glaube, wir können dem nur annähernd gerecht werden, wenn wir überhaupt mit Jesus unterwegs sind, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Jesus Christus hat das wörtlich so gesagt. Und wo er hergekommen ist, da ist es hell geworden. Er hat das nicht einfach nur vollmundig behauptet. Das Leben von Menschen, die mit Jesus in Berührung gekommen sind, hat sich radikal zum Guten geändert. Ich denke an geldliebende, knauserige Zachäus, der plötzlich Geld verteilt hat. Oder ich denke an die stadtbekannte, verrufene Frau, die ein neues, befreites Leben angefangen hat. Oder an rebellische Simon Petrus, der ein Eiferer für Jesus geworden ist. Und so gibt es bis heute viele Beispiele, wo Menschen sagen können, mein Leben ist durch Jesus Christus, das Licht der Welt, hell geworden. Und es ist wirklich etwas Schönes, wenn man miterleben darf, wie jemandem ein Licht aufgeht. Vielleicht habt ihr das als Eltern schon erlebt. Ein Kind zum x-ten Mal erklärt, wie das mit dieser Rechnungsaufgabe geht. Und es will nicht rein. Und plötzlich fällt der 20er und dem Kind geht das Licht auf. Das tut dir auch gerade gut. Oder ich denke an die Person, die mir nach einem Alpha-Life-Wochenende erklärt hat, wie sie spürbar gemerkt hat, wie der Rucksack, den sie jahrelang mit sich herumgetragen hat, leicht geworden ist. Weil das mit dem Jesus und mit dieser Schuld, die man zum Kreuz bringen kann, tatsächlich funktioniert in ihrem Leben. Lasten fallen ab und drücken nicht länger. Altlasten werden endgültig entsorgt. Und dass das Licht allen aufgeht, das kann man sich nur wünschen. So ein bisschen zusammenfassend kann man sagen, Menora im Heiligen Zelt und später im Tempel erinnert uns daran, dass Gott als erstes das Licht geschaffen hat. Auf der physischen Ebene
hat Menorah der Leuchtung von dem Zelt dient. Und auf der geistigen Ebene soll sie Herz und Verstand erleuchten. Und jetzt schauen wir uns noch die Symbolik vom Öl an. Jede Lampe braucht ja Energie. Die Lampen von diesem Leuchter haben Öl gebraucht, allerreinstes Olivenöl. Und Öl ist in der Bibel immer wieder, auch unter anderem, ein Bild für den Heiligen Geist. Wo das Öl fehlt, wo der Heilige Geist fehlt, geht die Lichter gleich mal aus. Im symbolischen Sprachgebrauch der Bibel fehlt es aber nie am Öl. Es hat genug, weil Gott ein Gott von der Fülle ist. Das Problem ist, dass wir Menschen uns zu wenig mit dem Öl eindecken. Das zeigt uns das Gleichnis von diesen 10 Brutmädchen. Der Prophet Zacharia bekommt ganz eine eindrückliche Vision. Wir lesen davon in Zacharia 4. Der Engel, der mir alles erklärte, kam wieder zu mir. Er rüttelte mich auf, als ob er mich aus dem Schlaf wecken wollte. Dann fragte er, was siehst du? Ich antwortete, einen Leuchter aus reinem Gold, darauf eine Ölschale und ringsum 7 Lampen mit jeweils 7 Röhrchen für die Dochtebaum. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Ölbäume links und rechts von dem Leuchter als Öllieferanten stehen. Der Ölbaum ist in allen Teilen von Palästina überall zu finden. Er wächst auf felsigem Boden, treibt seine Wurzeln auch zwischen Felsspalten hinein. Der immergrüne Ölbaum wird sehr alt und ist auch im Alter noch fruchtbar. Der grösste Wert hat der Ölbaum durch seine Frucht, durch die Oliven und das Öl. Der Ölgehalt der Oliven beträgt mindestens 30%. Oliven und Olivenöl gehören darum zu den wichtigsten Nahrungsmitteln und sind auch wichtige Handelsartikel. Im täglichen Leben hat man so Olivenöl gebraucht zum Backen, zur Körperpflege, als Medizin und als Brennstoff. Und hier im Gottesdienst ist eben Öl, Olivenöl, als Brennstoff für einen Leuchter gebraucht worden, aber auch als Beigabe für das tägliche Speiseopfer. Und weiter hat das Öl oder Salbung von Königen und Priestern dient. Und so ist es zum Bild für den Heiligen Geist geworden. Also was benötigt jetzt der Leuchter, um seiner Aufgabe gerecht zu werden? Öl, logisch. Was brauchen wir als Gemeinde von Jesus, um unserer Aufgabe in dieser Welt gerecht zu werden? Öl, der Heilige Geist. Mir gefällt die Zacharia-Vision darum so gut, weil links und rechts von dem Leuchter je ein Ölbaum steht. Die Versorgung mit Öl scheint sichergestellt zu sein. Und wenn jetzt der Leuchter als Symbol für die Gemeinde steht und das Öl als Symbol für den Heiligen Geist, dann dürfen wir doch logisch daraus folgern, uns steht genügend Öl zur Verfügung. Der Heilige Geist ist da, und zwar weniger als Vorrat, als vielmehr als immergrüne, nie versiegende Kraft- und Lichtquelle. Und unsere Aufgabe besteht einfach darin, Licht zu spenden. Was muss jetzt so ein Leuchter tun, um zu dem Öl zu kommen? Er muss sich füllen lassen, oder? Mehr nicht. Und ich habe da eine kleine Veranschaulichung, weil mir der Punkt wichtig ist. Wir alle zusammen, wir möchten doch sicher gern geisterfüllt sein, oder? Geisterfüllt, das wollen wir sein. Wie werden wir das? Das ist immer wieder die grosse Frage. Und ich würde meinen, es ist einfacher, als oft gesagt wird. Geisterfüllt geht es so.
uns füllen lassen. Uns füllen lassen. Wir müssen uns das Öl nicht selber irgendwo einträufeln. Wir müssen es auch nicht selber produzieren. Nein, beschenken lassen. Gott hat die Fülle. Und darum erinnere ich gerne an den Vergleich, den Jesus gemacht hat, wenn er sagt, welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Ich lese nichts von geistlichen Klimmzügen, für den Heiligen Geist zu bekommen. Ich lese von Bitten. Und so wie eine Öllampe immer wieder mit Öl muss versorgt werden, so haben auch wir die Fülle von dem Heiligen Geist nicht einfach als festen Besitz. Wir sollen und wir dürfen uns immer wieder füllen lassen mit dieser Kraft aus der Höhe. Darum schreibt der Paulus den Epheser, lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen. Am Schluss von dieser Predigt habe ich versucht, mehr in die Situation von euch Zuhörenden zu versetzen. Und ich würde jetzt wahrscheinlich wohlwollend sagen, schön, wie er das mit dem Leuchter erklärt hat und wie er den Übergang zu Jesus, am Licht von der Welt und zum Öl vom Heiligen Geist geschafft hat. Aber was bedeutet all das für mich am Mittwoch in der Firma, in der Schule, im Haushalt, unterwegs im Strassenverkehr? Darum erzähle ich euch jetzt von 3 Personen, die durch ihr vorbildliches Leben Licht in mein Leben hineingebracht haben. Das ist zuerst mal mein Vater. Meine Mutter ist jedes Jahr für ein Wochenende weggegangen, hat Verwandten in einer bestimmten Angelegenheit geholfen. Und dann ist mein Vater mit uns 4 Kindern, vielleicht müsste man sagen mit uns 4 Gofen, regelmässig überfordert gewesen. Zu den Kindern schauen und kochen und alles. Und das ist eigentlich jedes Mal in einem verbalen Ausraster hat es eingemündet. Und dann ist der Vater ins Schlafzimmer und wir konnten drauf gehen. Nach einer halben Stunde ist er abgekühlt, oben runtergekommen und hat sich bei uns Kind entschuldigt. Von einem fehlerlosen Vater hat ihn nie gelehrt, wie wichtig es ist, zu seinen Fehlern zu stehen und sich zu entschuldigen. Zweites Beispiel. Ich denke an den Unternehmer, der durch seinen untreuen Finanzchef viel Geld verloren hat. Und zwar so viel, dass es richtig wehgetan hat. Und Geld bei Geldsachen ist oft auch bei Christen fertig lustig. Der Unternehmer hat sich beim Gerichtspräsident für seinen Finanzchef eingesetzt, damit er eine möglichst milde Strafe bekommt und sein Leben nicht ruiniert ist. Ja, er hat ihm sogar zu einer neuen Stelle verholfen. Und so ein bisschen mit einem Augenzwinkern hat der Unternehmer mir gesagt, weisst, wer es versteht, so viel Geld über so lange Zeit zu veruntreuen, muss ein cleverer Verwalter sein. Und dann habe ich mich gefragt, hast du aber auch noch ein Beispiel in deinem Leben von einer Frau? Und ja, da gibt es mehrere. Als ich sie kennengelernt habe, die Frau, hat sie davon geschwärmt, was es ihr bringt, Bäume zu umarmen. Ich habe das achselzuckend zur Kenntnis genommen. Also, was sagst du da? Am liebsten hätte ich eigentlich gesagt, ich tue lieber Menschen umarmen.
Etwa ein Jahr später findet die Frau zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie war dann schon pensioniert. Dann eines Tages Diagnose Krebs im Endstadium. Leute, die sie im Spital besucht haben, haben ihren Mut gemacht und haben von Besserung geredet. Und sie hat mit grosser Überzeugung aus dem Spitalbett heraus gesagt, nein, ich werde nicht mehr gesund, ich werde jetzt sterben und zu Jesus gehen. Und so ist es auch gleich mal passiert. Und so gäbe es noch viele Beispiele von betagten und hochbetagten Kindern Gottes, die mutig am Tod entgegengegangen sind, weil sie gewusst haben, nachher bin ich bei Jesus, meinem Erlöser, und habe es auf ewig gut. Das sind alles echte Beispiele von echten Menschen mit einem echten Glaubenslicht. Sie waren zeitweise von Dunkelheit umgeben, aber das Licht vom Glauben war stärker als die Dunkelheit. Und sie sind leuchtende Beispiele dafür, wie ein lebendiger Glaube Ausstrahlung hat, wie der leuchtet. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch wollen. Und darum lade ich ein, zum Schluss, dass wir miteinander das Gebet sprechen. Das ist aus einem Lied. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Amen.